Moja. Und? Wie ist es? Och ja, bei mir geht's ganz gut. Ja, es ist nochmal besser. Ich weiß auch nicht wieso. Ich glaube, das war ich gestern noch mal ein bisschen normaler gestern. Schon mal gestern oben noch ein paar Nudelchen mit Hackfleischsauce gekocht. Bin eigentlich ganz gut gelaunt. Ja, ich habe mal gerade eben dort den Schnorres mal geschnitten, weil mir bleibt das Essen immer da oben drin hängen. Und das ist irgendwie, das ekelt mich an. Und jetzt habe ich mir da oben nur den Schnorres so ein bisschen gestutzt. Und irgendwie, keine Ahnung. Das sieht alles ein bisschen komisch aus, oder? Wenn ich das nur. Da so voll der Bart und dann da so ganz feines Bärtchen da oben. Aber wahrscheinlich muss ich mich nur dran gewöhnen. Ja, so viel dazu, ne? So, das war erledigt. So, das waren mal so ein paar Impressionen aus meinem Kiez. Ja, ich war gerade noch beim Türk. Der hat immer so ganz frische Minze. Und die ist mal gestern ausgegangen beim Smoothie-Macher. Und deswegen musste ich jetzt eben zum Türk frisches Zeug gehen. Da habe ich gerade noch Mangoschirr mitgenommen, ein paar Limetcha und ja, was ich halt so brauche, ne, für mein Zeug. Ich gucke halt komisch, ich denke, warum schwätzt der ein so komisches Ding da? Ist schon ein bisschen komisch, ne? Der Kerl, leck. So, jetzt gehe ich doch ein bisschen Schnauze. Weil das Kind ich dann halt oben esse. Ticks. So, weiß ich erstmal gleich jetzt Frühstücke. Habe ich schon ein bisschen was geschafft. Bin ich schon durch die halbe Stadt gerannt hier. Und da kann ich mir auch mal eine Kleinigkeit gönnen, ne? Kennt ihr das, wenn er in den Kaffee gehen und ziehen irgendwas Geiles und denken, oh, da habe ich jetzt so richtig Bock drauf. Und so ging es mir eben mit Hering. Och, das sieht eigentlich ganz gut aus. Einwandfrei, oder? Perfekt. Sicher, 39 bis 42 steht drauf. Und ich han schon 43,5, 44. Aber die passen mal sau gut. Da bin ich halt mal ganz wild und ziehe die rechte, da sehen das R, bin ich ganz wild und ziehe die rechte links an. Oh weh. Oh weh. Der Kerl, nur Fax im Kopf, Oleg. Jetzt hat er mal gesehen, wie der Papa Dende sich die Strümpfe anzieht, ne? Ich hab mal gedacht, heute ist doch schon so schönes Wetter. Und wer weiß, wie lange es noch so schön bleibt. Die Temperaturen sind auch recht angenehm. Da habe ich gedacht, ich schnappe mein Rad, fahre noch ein bisschen Richtung Innenstadt, beziehungsweise an die Saar. Ach, an die Saar. Weil bin ich noch mal in Saarbrücke gelandet im Kopf. An der Rhein runter und ja, da wollte ich echt mal noch ein bisschen zeigen, wie das so aussieht bis dorthin. Ich mache so ein paar Aufnahmen. Achten wir uns so meinem, wissen wir da so mit in der Balke oben. Und in der Mitte ist so schwarz-weiß, so ein bisschen mit Musik hinterlädt so. Das mache ich ja auch, ich gehe. Ja, ich schätze schon mal viel zu viel. Ich mach mal los und dann, ihr seht's ja. Ihr seht's ja.
So, Sina, ich baue jetzt nochmal Teich auf, dann mache ich Timelapse-Aufnahme. Eigentlich ganz easy. Schön, ne? Und wie das da, was alles aussehen wird, das zeige ich euch. Und ich gedacht, wir fahren mal noch weiter da runter, die Richtung da unten. Und zeige ich euch da mal noch ein paar schöne Stellen. Wenn so schönes Wetter ist, ne? Guck mal, die Viertelcher, die haben auch hier Spaß. Oh, lecker. Wenn ihr die Brick, ja, die wo ihr da sehen, die, das ist die Brick, wo die ganzen Schlösser hängen. Wo man in der Serie und so immer sieht, ne? Oder wo sie auch mal Gericht mal gemacht haben, dass es zu schwer wäre, weil da so viele Schlösser hängen, dass die innen bricht und so. Okay, 20 Minuten auf dem Sattel und schon tut der Arsch nochmal weh. Kennt ihr das? Uncool. So. Oh, da läuft mir schon die Prie. So heiß ist es schon wieder. Deswegen tue ich mich jetzt mal ein bisschen erfrische. Herrlich. Sehen Sie da hinten? Da hinten habe ich mein Timelapse-Stativ. Und nehme ich jetzt hier gerade so ein bisschen was auf. Kann ich ganz da sitzen bleiben. Es steht mich am liebsten mal hinsetzen, aber hey. Aber ich habe Angst. Oh, muss schnell der Astralkörper blank gelegt. Dann gehen wir doch mal gucken. Ob der Papa sich doch nicht mal ordentlich erfrischen kann, ne? Oh. Geil. Ich muss aufpassen, dass ich die Kamera nicht fallen lasse. Leck. Das war schön, das hat mir gut gefallen, das du. Ich habe mich jetzt mal nochmal angezogen. Die Buchse ist immer noch ein klitschnass. Das heißt, ich kann nichts drin machen. Jo, ich fahre jetzt mal nochmal hin. Leck. Wow, ja, wie ihr seht, bin ich immer noch unterwegs. Schon hinten zum Schild gesehen und da drauf gestanden Kreberger Welche. Und da ging ich immer Lave. Und ich gedacht, ach komm, da fahr ich mal an, dann guck ich schon mal an, was da los ist. Ja, jetzt bin ich echt hier direkt vom Rhein, hier auf dem Weg zu dem Ort, wo ich immer joggen gehe. Sina, das ist auch viel ruhiger. Ich meine das ja nicht, wenn so viele Leute immer mir entgegenkommen oder da rumlaufen. Ich will am liebsten mal Ruhe, wenn ich schlafen gehe oder insgesamt Sport mache. Deswegen gehe ich immer dran, das welche. Damals in St. Wendel, da war ich immer in der Winterbacher Waldgang. Da sind wir alles mit dem Fahrrad gefahren immer. Der Zimmer, der Erik, der Ketzler, der Mosler, wer war noch dabei? Ach, und noch ein Haufen andere. Da sind wir früher mal Fahrrad gefahren im Winterbacher Wald. Ach, das war eine schöne Zeit. Gruß an die ganzen Leute, ne? Falls ihr das da sehen, ich hoffe, euch geht's gut. Ah ja, oben mit Martin, mit dem Kraftschick. Mit dem war ich damals auch immer viel unterwegs. Der hat mich immer ganz schön nass gemacht. Das war damals immer schon so richtiger. Der hat richtig Ausdauer gehabt. Schön war's. So. Ja. Das war der Tag. Heute mal so ein bisschen am Rhein in Köln entlang gefahren. Ja, eigentlich wollte ich nur so ein bisschen da Richtung Stadt fahren und letztendlich bin ich doch 20 Kilometer gefahren. Und ja, war gleichzeitig dann eine schöne Trainingseinheit. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen groggy, ich war schon Dusche gewesen, haben wir noch was Musik gemacht. Ja, der Wettkampf rückt immer näher und so langsam merke ich auch so ein bisschen schon die Angespanntheit oder die Nervosität. Aber ich denke, dass ich das alles, das kriege ich irgendwie alles hin. Ja, ich tue jetzt noch ein bisschen Karte zocke hier. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach zum nächsten Vlog. Danke, dass ihr dabei waren. Ja, halt die Ohren steif. Ciao. Da kriege ich gerade schon nochmal richtig den Überhass, ey. Ohne Kack. Guck mal, ich bin auf 20 und verliere. Okay, solche Idioten. Das
geht nicht ab. Das geht mir gar nicht ab. Generell geht's mir nicht ab, wenn ich verliere. Ich bin kein guter Verlierer. Früher schon nicht. Früher habe ich immer geflennt und bin Freshken. Nee, Quatsch. Eure Seele